Bonjour, hi bei Meesch TV an eiser 71. Emissionioun schon. Zan der Ugangs 2019 gëtt de Meescher Fernseh méi schon lang fir runn sinn et Leiit an der Gemeng ginn, die d'Liewen am Dorf am Ton an am Bild festgehalen hunn. Dëse Mannheit de kennt er bestimmt. Well et gëtt sozusagen keng Manifestatioun vun der Gemeng, keng Aktivitéit wo hir net mat zingnger Kamera ze gesinn ass. Den Nico Lucas, den ass Hai bei Meesch TV och schon mal Bilder aus segem Archiv zur Verfügung gestaltet huet, zum Beispiel bei den Iwerschwemmungen Ziort. Me woher kënnt die Begeisterung fir de Film? Wéng Entwicklung huet Technik an all dee Joren mat gemach? Mün e ganz interessante Mann zu Meesch begéint, den als Mat a sei filmreich geholl huet. So heiers wo ich még Stonne verbringen am der oder owes hier. Dat mëcht man Fréet. An die Fred Mirg den die Spier den wann de Nico Lucas vu segem Hobby schwätzt. Beruflech hat den fréieren Eisebunner net direkt Appppes mam Film ze dien. Es sinn en Nettelbricker Jong, wie ich do gewunt hun Genief dem Zinne ABC op der Gerd gewunt. An do wär e Mann, den do Operateur wär, Di hatte kein Kamera an. Dat wär e fir Mch schwell bo wär wie mei Pap. Es sinn immer bei deen an d'Kabin dogang an ech nimm geholf, die se mat der Hand ëmgespult ginrem. Dat wär jo all Film so, déi gespielt gin ass hat 5, 6 Rollen op 2 Projekte an do an Di mech dat geléiert. Nechen hen och do eng Kurzzäit Kino gespielt. An du kommt der méi fir de Nico an du wär dat mam Kino zu Ethelbreck River. Loch dem Film hat de Joke Mann awer gepackt. Den 8 mm war him awer ze deier, a fir an allem och net gut genug. An du Bimmel wie die éicht VHS-Kassetten rauskom sinn an noch die Rekorder fir portativ, do wärech voll begeert an hunnech man so e kaft met de gemengt dat wie gut, méi wann de Staat haut kucken, dat ass net vergleiche mat dem war Dir haut film. méi zivill Souveniren. Ne? Dat war 1982, also fir rund 40 Joer. An der 4 Jozinkten huet de Nico Lucas dann noch die ganze Entwicklung vun der Technik mat gemach. Hei wär még alleréisich Kamera, die ich mal gelecht hun. Dat wär Di huet nach enger 8 mm so wie se fréier hatte gelach met wär e Kabel an Ruden, dann hat der heide Rekorder, wo direkt eng VHS-Kassett drageméet ass nader da dun enken. Nei wär Batterie fir dabei, Di as en Dra kom, Di huet 20 Minute gehalt. Also misse 6 Batterien mathëlle, well sos wärt net fir lang, a schwéier wie bläi an. Qualitätsmäßig demmel ze de gemengt wie gut. Wär alles manuell in der Kamera de Weise auf geleich hun der misse mechen oder och d'Schärfstellen huet ze net geméet, huet alles misse nëmmer nostelle, well gut, dat wär Di éicht. An dun gunget schon besser, du kom hei Äert. An do hunch mat dun eng so eng Schëllerkamera gelecht vu Sony, dat wär so eng Haiert wie Di Hai. Do konnte ich a besser filmen, well en déi op der Schëller hat, dat wär dat an filmi rouech. Do wär enmi so mit. An donno kommen TV-Kassetten. An hei wär Di éich TV-Kamera, Di as och ganz gut geweest, méi Di hat keen Ekran, do och missen ëmmer duch de Sucher kucken. An noch dat meescht manuell erstellen. An du kom nach eng och TV-Kassetten, awer die mi professionell, dat wäre mi Dickkassetten. Die wär och fir op d'Schëller. Ja, die wär auch ganz gut. Aber du bin mal och nimi modern genug. An well jëmmer gär Fotoen angefilmt hu, wann man an Vakanzgange sinn oder so, du hatch mar eng Klengkaft, dat ass och eng DV ganz gut Qualitéit, Di hat 2 knäppecher fir ze filmen, an fir eng Foto ze ma. Di hat dann eng Speicherkäer da gebaut, an do ass d'Foto dann gespeichert gin. Filmen ass engsach méi fir de fertigsche Film brauchin dann noch nach Schneidmaterial oder hautesdags Schneidprogrammer. Da wär jo dann noch wie ëmmer Sächen dran, die net gut dra wären, die ch kegem wollt weisen. Dann
hat en zweeten Rekorder geholt und dem hat nie verbunden. Und dann hat aufgespielt und dem anderen direkt abgeholt. Aber wenn die 10 kommen, die dann nicht drauf wollten, dann hat Pause gedreht. Bis die letzte wären, dann hat ihm losgelassen. So konnte das montieren. Aber das war nur, da war alle Blitzer am Bild. Das war nicht proper geschnitten. Kameraen, Rekorder, Schneidmaterial, das alles huet bestimmt eng Stang Geld kascht. Wës da ungefähr, wieviel den Hobby kascht huet? Nee, weil guck ja nicht durch, die dort sind, die immer müssen die entsprechend Rekorder dabei haben. Also, ich kann kein Zum so mehr. Schenkt viel gewiss. Genug iwwer Technik geschwert, lo guck mal mal d Resultat un, min aus denen Hunderten, Tausenden Stunden Archive pur Bilder rausgepickt, zum Deel nach ami klengem Format wie haut es ders. Die Nico Lucas huet wie gesot 1982 alles gefilmt zu mirch, Aweiungen, Nationalfeierdach, Kommemorationsdach, Kommunionen, Kochtegen, a Fester, an pur Raritäten hueten da noch. Eppes no halber 3, ass die großherzoglich Koppel mam Zug an die nei restauréiert Mierscher gar eraggefuhren. Sie begréist ginn vum Bürgermeister Marcel Iepeldey. Dono huet de Korteich se ihr Platz fir und gar beweegt. 1989 hatte ich, da war dann auf Hängigkeitsfeier zu mir und da hat mir eine ganz große Korteich organisiert. Und den hat ich gefilmt, und das ist auch interessant. Das habe ich auch ein paar Mal gewusst, dass die Leute gerne geguckt. Und dann hatte man nach von der Geschichtsverein eine Korteich mit so viele Jahre Liberation. Und die hat noch Militär gefeiert, alles. Und da war sogar ein Panzer, hatten sie kommen gelassen. Da sehen am Minet in den Höhe so ein Schirm am Panzer. Und der war halt zu mir am Korteich. Das war eine Sensation, ja. Aber mal weiter wollen am Archiv, da fallen wir auch viele Königer, wie zum Beispiel den Bürgermeister, wie in die erste Kehr an den Conseil gewählt gouf, oder auch nach diesem jungen Mann, den damals auf der Mini-Playback-Show abgetreten ist. Matti, Spaghetti, ja Spaghetti, sieht besser wie Kuch. Und der Spaghetti krieg ich nie genug. Immens flott Bilder also am Nico Lucas engem Archiv, ganz wertvoll unbezahlbar Zeitzeien sind hier op Kassetten an DVDen stockiert. Ja, ich ging mengen, also für mich ist alles wertvoll mehr. Leiit froh etliche Seelen no irgendetwas. Sie wissen wahrscheinlich, dass ich tue mir ich kein so stark interessiert. Wie gesagt, Kommunen, das ist das, was Leute interessiert hat. Ja. Den Nico Lucas hat also schon ganz viel auch zum Teil Sachen, die vielleicht denke, historisch wichtig sind oder gehen, am Ton und am Bild festgehalten. Wir sagen ihm merci für die flotte Zusammenarbeit und hoffen noch an Zukunft heinst du, ob sein enormes Archiv können zurückzugreifen. Das Archiv von Miersch TV, das hat sich an den letzten gut 3 Jahren dann noch immer mehr gefüllt. Unter anderem auch mit Aktivitäten aus den vielen Mierscher Vereinen. Die Aktivitäten laufen im Moment auch nach echter Louis, auch von zum Beispiel an den Sportvereinen, aber fleißig trainiert und natürlich auch gespielt wird. Andere Vereine sind aber durch die Pandemie seit bald 2 Jahren sozusagen komplett blockiert, wie zum Beispiel die Pöttener Theaterfreunde. Bonjour, mein Name ist Robert, ich bin Animateur hier am Hotel. Ich mache so eine Soirée, ich spiele Cash, und ich spiele manchmal Hallo, das geht. Ausverkaufte Vorstellungen zu Biering, flott Theaterstücke wie Hai 2020, ein flotten Ofen für die Leute, die Akteuren und die ganze Equipe. Das war immer so bei den Pöttener Theaterfreunde, die gleich schon 75 Jahre gehen und eigentlich soll doch 2020 Geburtstag gefeiert gehen. Wie sie Hai am Januar 2020 für 14 Tage Luxus in NRW waren, wusste aber nach kein, dass ein guter Monat drauf nicht mehr viel für zu lachen wäre. Nicht zu Biering und überhaupt nirgends. Also das war relativ schwer. Das erste Jahr war so, ich meine, du wusste man nicht viel über den Virus, du, für keinen Impfstoff, du. Und da hatten wir ein Komitee im Oktober 2020. Und es waren so viele Unbekannte, da haben wir gesagt, okay, komm, wir führen das halber bis so die ganze Saison auf. Und da hoffen wir, dass dann nächstes Jahr 2021 besser wird. Ne?
Kein Theater am Januar 2021, die Decision war schon nicht einfach. Wir waren aber optimistisch, dass es nur einem usch gute Sommer 2021, dann aber 2022 richtig kennt lassen gehen. Wenn ein Flotsteck rausgesicht. Ein Steck, was nicht so viel lang soll sein, für das Leute nicht so viel lang müssen da sitzen an dem Saal. Aber wir gehen davon aus, dass wir können spielen. Natürlich sind die Proben nur gelaufen. Wir haben voll motiviert geprüft, dann ungefähr bis Dezember. Das Stück war am Anfang auch geprüft. Wir haben mittlerweile das Omikron so zugeschlagen, weil wir so nie so viel gestartet hatten, dass überall nicht Leute umgestartet haben, sodass wir dann am Anfang Dezember zusammengekommen sind am Komitee. Anders ist es nicht leicht gefallen, für dann eben leider Gottes die Saison 22 Stunden aufzusuchen. Aber ich kann sagen, es wäre nicht schön, weil ich meine, wir hatten viel geprüft, wir waren richtig begeistert, für Mund zu treten. Mit verstoren ass, dat man an der Situation net konnten so spielen. Auf der Welt guckst du mich dann dabei so an? Verboten war es ja nicht zu spielen, riskiert aber schon. Ja, ich gebe so, guck mal, wenn ihr seht, die Pick können am Jean werden, was ich immer hören. Und wir haben noch viele Leute an unserem Verein, die auch schon nicht gerade die Jüngsten wie ich selber, die auch viel an der Schule sind, wo aber das Risiko größer ist, für angestartet zu gehen, sodass das Risiko immer da ist, dass der Fleisch an der Theatersaison selber die Woche, wo soll spielen, ausfällt. Dann hast du dann ein bisschen auf so. Ich meine, so gut sind wir nicht, aber von heute mehr, nee, können etwas so ersetzen. Ich meine, ja. Ja, so am Anfang müssen Döbel besetzen für am Fall wo, dass du immer einen hast, für die Kind rausbringen, am Fall, wo einer lief krank ist. Also das Risiko war schon groß. Da kommt dabei, dass wir am Anfang Dezember die Bühne nicht abgerichtet haben. Und da wird vor sich gestellt, riecht man die Bühne ab. Weil ich meine, eine Bühne abriechen, das rüstet nicht an den 2 Tage raus, das ist immens viel Arbeit. Das wissen meine 2 Kollegen heute nicht, wir sitzen am besten. Ich meine, wenn du anfängst, eine Bühne abzurichten, hast du erstens viel Arbeit, du hast auch viel Unkosten. Und ich gebe so, dass mehr Butter nur aufzuhören und dann noch eine Bühne müssen aufzurichten. Wie das den Text, den du gelehrt hast, das ist vielleicht an einem Jahr noch im Kopf ist. Für den Zusammenhalt von der Equipe probiert sich bei internen Aktivitäten wie Banke, Grillen oder so zu gesehen. Den 75. Geburtstag konnte aber bislang noch nicht so richtig gefeiert gehen. Besteht nicht Gefahr, dass Navrolo während der Pause alle Akteuren verliert, weil sie nicht mehr aufhängen, respektive dass kein neues Talent dabei kommen. Also das Problem ist, was ich gesehen habe, dass wir löserlos mehr gehen und müsst stark von innen kommen. Ne? Und sind noch junge Leute, die bei uns spielen, wo wir ganz froh sind dafür, die auch immens motiviert sind. Wir lösen. Für Leute heute ist das für ein Theater zu verzichten, das ist einfach nicht so einfach. Ja? Das viel Disziplin erfordert. Sie viel Abend, die drauf gehen, wo du musst prüfen, wo es nicht einfach kann solo geht, wir haben den Abend nicht. Das ist ja ein Team, das soll zusammen schaffen. Und für die Leute der Stärke zu haben, ist nicht so einfach. Das stimmt. Ich gebe so, wie man das schon angefangen hat, man am Anfang nicht viel mehr. Wir haben viele Leute angeschwert und es werden auch direkt Leute spontan bereit, um zu spielen. Ich hatte aber nicht das Gefühl, als wenn du zu viel retizent wie für zu spielen. Leute haben sich ein paar Konter gefreut, für auf der Bühne zu spielen. An nicht nur Pöttener Theaterfreunde, mir auch die ganz viele Leute, die immer gucken kommen, freuen sich dann schon auf das Neustück 2023, dann aber sicher. Also Stand heute gehe ich schon davon aus, dass wir können spielen. Das habe ich für den Jahr natürlich auch gesagt. Wir sind auf das schon immer das 4. Mundstück schon geprüft. Ne? Nee, also ehrlich, da bleibt schon ein bisschen nur hängen. Und ich denke, Kitter Bühne nicht steht, mit haben ja auch schon eine gute Idee, was man will für Bühne abrichten. Und Planning hat man ja auch schon alles ein bisschen organisiert. Wir sind heute, Stand heute, mehr wert für einen Jahr. Und ich gehe davon aus, ich meine ja irgendwann, ich meine, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, dass wir die ganze Last gegen auch nicht mehr. Wir müssen lernen, verständlich mit dem Virus zu leben. Ja, ganz verständlich als Wort die Pöttener Theaterfreunde. Am nächsten ist dann hoffentlich am Januar 2023 zu Biering, wenn die sympathische Equipe dann auf der Bühne steht. Heute machen wir den Rido Orlo zu für die Emission vom 15. Februar 2022. Ja, knapp 2 Wochen sind wir schon für euch da. Eine schöne Fußvakanz nach weiterhin für die, die einen haben. Und ich alle guten Merci für das Nachgucken und bis geschwind.